Also unser Leben mit den vielen Medien und Kommunikationsmitteln, das ist auf jeden Fall eins der Themen in Ihrem neuen Programm. Dürfen wir vielleicht gleich zur Einstimmung mal ein Lied aus dem Programm hören? Ja, ja. Ein Lied mit einer sehr persönlichen Betroffenheit. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin froh, dass ich ein Liedermacher bin, dass ich sowas in einem Lied verarbeiten darf. Ich wüsste nicht, was ich machen darf, wenn ich ein Bäcker wäre. Da kann man die Teigbatzen an die Wand fetzen oder sowas. Aber ich kann zumindest ein Lied machen. Ich steig ganz normal in die S-Bahn rein. Es war um 8 in der Früh und es war die S2. Kaum war ich drin, dann hab ich's schon gespannt. Mein Gott, ich bin außer Rand und Band. Herzrasen, Schweißausbruch, Atemnot. Ich starre an die Wand und ich säg nur noch rot. Mein Nebenmann, der wollte gleich mein Herz massieren. Der andere, der wollte gleich die Notbremse ziehen. Alle laufen zusammen und starren mich so an. Das darf nicht wahr sein. Aber es ist ja so. Ich hab mein Handy vergessen. Er hat sein Handy vergessen. Ich hab gemeint, ich hätt's in die Hosentaschen geschoben, aber es steckt daheim in der Ladestation und Tausende rufen bestimmt jetzt schon an und ich hock in der S-Bahn und keiner geht dran und da herin telefonieren und simsen und mailen und twittern und googeln und posten und teilen und ich ohne Web, ohne App, ohne Verbindung zur Cloud, ein Online-Loser, der zum Fenster schaut. Ich hab mein Handy vergessen. Er hat sein Handy vergessen. Mein Gott, ein Telefonhäusl, oder? Nein, das geht auch nicht mehr her. Ich weiß ja eh keine Telefonnummer mehr. Ich hab alles ausgerammt, Feng Shui in der Birne, in der Ladestation daheim, da steckt mein ganzes Hirn. Ja. Wird mich beim Einkaufen verlaufen, ich kann sogar sterben und dann komme ich in den Himmel und was da das wären? Ich trete hin vor Gott und ich werd ganz rot und bestimmt schaut er mich so an und dann sagt er auch noch, du hast dein Handy vergessen. Und die Englein, die singen runter von der iCloud. Er hat sein Handy vergessen. Er hat sein Handy vergessen. Aber Gott sei Dank steht neben Gott ein mild lächelnder Mann und bietet mir gleich sein Smartphone an. Komm, mein Sohn. Werden wir Freunde, ja? Komm zu uns in die Apfelgemeinde. Hier tut dir niemand was zuleide. Es ist nicht der Apfel der Sünde, es ist der Apfel der Freude. Komm, mein Sohn, hab kein schlechtes Gewissen. Aber der Apfel ist ja schon angebissen. Ja, damit man weiß, dass er gut und nicht giftig ist. Jetzt weißt du, dass du bei uns gut aufgehoben bist. Ja, danke. Ich glaube, ich hab's. Danke, Steve.